Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur PK nach dem DFB-Pokal. Zweite Rundenspiel beim ersten FC Köln. 4:1 gewonnen, damit weitergekommen. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums. Abfahrt. Ich muss sagen, ja. Was muss er sagen? Soll ich ihn mitten oder willst du ihn mitten? Ja, wir machen das. Ja. Nee, du bist der. Guck mal. Sehr sympathischer Dude übrigens, der Köln-Trainer. Habe ich bisher noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber scheint sich ja auch gut zu verstehen, er und Company, und auch während des Spiels sehr, sehr sympathisch. Und wenn man den Fußball gesehen hat von Köln in der ersten Halbzeit, auch ein bisschen ähnlich zu unserem Spielstil, muss man sagen. Ja, natürlich auf einem anderen Level, so, weil wir die besseren Einzelspieler haben, da wollen wir nicht drüber reden. Aber mannschaftlich und so hat mir das sehr, sehr gut gefallen von Köln. Also, Hut ab. Der Schönste in die Mitte. Oh. Nein, was ist klar kann man sagen, es gibt 60 Minuten Maximum. Was mal, die können marschieren, die können alle marschieren. Aber macht ihr viel Läufe? Jetzt nicht mehr. Wir haben keine Zeit, viel zu trainieren. Wenn wir können, machen wir viel Sprint. Also viel Sprinttraining. Und immer, jede Minute immer Vollgas im Training. Aber nicht zu lange, aber immer Vollgas. Na, siehst du schon, die haben so die gleiche Philosophie, ne? So, wir müssen. So. Ja, einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München. Ich begrüße den Gästetrainer Vincent Kompany und unseren Trainer Lukas Kwasniok. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Mach doch nur eine Frage. Ich beantworte einfach die Frage. Ja? Ja, gerne. Okay. Danke. Dann, Mache ich immer so. okay. Ja. Ein bisschen laut, ja. Dann mache ich kurz ein Statement. Glückwunsch, Vince, an euch, an den FC Bayern für einen absolut verdienten Sieg über 90 Minuten gesehen. Wir haben es geschafft, den FC Bayern 30 Minuten vor eine Challenge zu stellen. Sind dann 1:0 in Führung gegangen. Nach dem Standard haben sie verwickelt in sehr viele, glaube ich, Luftzweikampfduelle. Haben sie ein bisschen angefüttert und dann auf den zweiten Ball gespielt, um sie ein wenig zu stressen. Deswegen auch Ragnar als Zielspieler vorne gehabt und haben dann im Mann gegen Mann versucht, sie auch von unserem Tor wegzuhalten. Wie gesagt, 30 Minuten ist es ganz ordentlich gelungen. Und dann, wie es dann halt so ist, du kassierst das 1-1, 1-2 innerhalb von 3-4 Minuten. Und dann wird es extrem schwer und spätestens mit dem Standard zum 3-1 war dann der Deckel logischerweise auch drauf. Ja, das sehe ich genauso. Also 1:1, was er bisher gesagt hat, kann ich so unterschreiben. Hat uns ein wenig leid getan für die Stimmung im Stadion, weil die natürlich in den 5 Minuten rund um das 1:0 unglaublich war. Unglaublich. Ich habe mir Sorgen gemacht um das Stadion, dass es nicht auseinanderfällt. Und so gehen alle irgendwie, glaube ich, mit zufrieden nach Hause mit der gezeigten Leistung. Aber natürlich 1:4 hört sich hart an. Aber wir sind nicht die Ersten, die am Ende den Hintern versohlt bekommen von den Bayern, weil sie einfach gut sind, einen Top-Trainer haben, Top-Jungs. Und dann musst du akzeptieren, dass du als Underdog ganz, ganz viele Elemente und Zutaten brauchst, um ein Spiel ganz, ganz glücklich gegen den FC Bayern gewinnen zu können. Und das ist heute leider nicht gekommen. Deswegen weiterhin alles Gute. Und ich freue mich jetzt auch auf die Fragen. Danke. Wer möchte gerne loslegen? Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger. Lukas, ihr habt 1:0 geführt, du hast gerade die Stimmung beschrieben, war da sicherlich auch ein bisschen euphorisch. Dann vor dem 1:1, ich sag mal, da steht der Spieler Luis Diaz 2 Meter im Abseits. Erwartest du da auch ohne Fahr, dass man das sieht? Und was hat auch so? Also erstens mal, war das Bild-Zeitung? Nee, Kölner Express, so ein Scheiß, 1:1 der gleiche Müll. Ey, Luis Diaz stand keine 2 Meter im Abseits, Alter. Sorry. Ja, sorry, Alter. Das war ein halber Meter und zwar genau da, wo der Schuss kam. So, da stand er im Abseits, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Ja, aber da, wo der Schuss beim Torwart ist, steht Luis Diaz schon nicht mehr im Abseits. Deswegen war es auch super schwierig für den Linienrichter zu sehen.
Hätte er da 2 Meter im Abseits gestanden, glaube ich, wäre auch die Fahne hochgegangen. Ja. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Vielleicht tut man den Schiedsrichtern da aber auch keinen Gefallen. So. Sonst heißt es immer, hebt man nicht die Fahne, erst wenn der Ball im Tor ist. Verlasst euch immer auf den VRR und dann auf einmal muss er wieder komplett umdenken und alles andersrum machen. Weiß ich nicht, ja. Und ansonsten, ich glaube, ganz ehrlich, wenn man das Spiel sieht, wenn man auch dann die zweite Halbzeit sieht und so weiter, ja, wäre das nicht das Tor gewesen, ich glaube, wir hätten es trotzdem noch gemacht in der ersten Halbzeit. Ja, man hat das Momentum dann gehabt, das hat man gesehen. Also, man hat sich dagegen gestemmt und ja, die Kölner wurden natürlich auch müder. So, das war natürlich sehr kräfteraum, was sie gezeigt haben. Auf den Spielverlauf mit Einfluss gehabt. Also, ich finde, man sollte immer bei der Wahrheit bleiben und es sind halt keine 2 Meter. Das ist jetzt dann einfach übertrieben. Hey! Junge, du warst mir vorher schon sympathisch. Jetzt ist er mir aber 100% noch mal mehr sympathisch. Völlig lächerlich, diese Aussage. 2 Meter, Alter. Und das ist nicht die Wahrheit. Ja. Es war ist es vielleicht auch ein halber nicht. Meter und ich Ganz finde schon, genau. dass er sehen kann, wenn Ja, nicht na klar. gar sehen muss. Das ist ein Problem. Ich habe den Vergleich schon ein paar Mal gesagt, das ist jetzt unabhängig davon, ob das heute oder grundsätzlich passiert. Ich habe einen Elfmeter gesehen für Magdeburg gegen Illertissen. Da muss man ganz ehrlich sagen, wie kommt man auf die Idee, da einen Elfmeter zu pfeifen? Ganz lockerer Bodycheck. Aber wenn du halt immer mit Navi unterwegs bist, Ja. dann lernst du irgendwann diese Straßen nicht mehr. Du vergisst es und sie können sich halt auf diesen VR verlassen und auf einmal ist er halt nicht da. Und ich glaube, dass das insgesamt deine Entscheidungsfindung ein wenig beeinflusst. Aber 100 Pro. Ja, 100 Pro. Ist genau das, was ich gerade gesagt habe. das ist gar kein Vorwurf. Das hätten wir heute gebraucht, dieses Quäntchen. Aber mein Gott, dann wären wir vielleicht mit 1-0 in die Pause gegangen, um es abzuschließen. Für uns bitter, für die Zuschauer bitter, weil wir das vielleicht ein bisschen wilder hätten noch gestalten können, ein bisschen länger. Ja, Aber sie hätten uns früher oder später, so ehrlich muss man sein, hätten sie uns einfach... Ja. Und zwar genau aus den Gründen, wie ich gerade gesagt habe. Guckt euch einfach den Leistungsabfall an bei Köln. Ja. Spätestens nach den Auswechslungen war da nichts mehr. Ja, und du hast auch von Minute zu Minute gemerkt, klar, so nach dem Doppelschlag war natürlich auch so ein bisschen die Moral erstmal weg. Aber ab da an hast du gemerkt, von Minute zu Minute, ja, dass sie es einfach nicht mehr mitgehen können. Ja, so ehrlich muss man sein. Und sehr, sehr rationale Bewertung seinerseits, ja. Er Hut drückt, ab. so ist der FC Bayern und ja, und dennoch schade. Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung. Ja, Herr Kompanie, haben Sie sich zwischenzeitlich dann auch mal Sorgen gemacht? Lukas Kwasniok sagte, früher oder später hätten Sie uns erdrückt. Haben Sie das auch so empfunden? Nein, ist immer abhängig von wie die Mannschaft reagiert. Also wenn die nicht reagieren, wie die das gemacht haben, hätte ich mich Sorgen gemacht, natürlich. Ganz genau. Das ist ja auch das Learning oder das, was ich auch gesagt habe in meiner Analyse. Ne? Man muss gucken, wie wir reagiert haben. Generell erstmal auf diese Spielweise, wie Köln sie dann gespielt hat. Wir haben versucht, dagegen zu halten von Anfang an. Ist uns mal besser, mal schlechter gelungen. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, uns darauf einzustellen. Das ist auch eine Wahrheit. Aber wie man dann auf den Rückstand aber auch reagiert hat. Ja, und deswegen sagte ich ja, ob jetzt da das Tor gefallen wäre, vielleicht wäre es 2 Minuten später gefallen. So, ja. Weil auch das hat natürlich eine Wirkung. Auch wenn das Tor da nicht gezählt hätte, ist das eine Wirkung, die den Kölnern zeigt, ach du Scheiße, jetzt geht's los, so nach dem Motto, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Aber hätte Fahrradkette, am Ende des Tages gab es kein Fahr und wir müssen alle damit leben. Mal positiv, mal negativ, so ist es. Weil das war schon eine schwierige Anfangsphase. Ich hatte irgendwie das Gefühl, in die ersten 5 oder 10 Minuten, wenn der Ball gelaufen ist, dass wir eigentlich nicht schlecht drauf waren. Aber es waren einfach diese ganze Stopp-Start-Situationen, wo Köln einfach fast alles richtig gemacht hat, die Zweikämpfe gewonnen. Aber was ich mag und was ich liebe von unserer Mannschaft ist, dass die ruhig geblieben sind, dass die dann auch
die haben sich das Spiel auch verdient, weil die wieder in die Zweikämpfe reingekommen sind. Am Ende haben wir letztendlich, glaube ich, sehr, sehr gut gekämpft in dieses Spiel. Obwohl die erste, ich glaube, Lukas hat das gesagt, also nach das erste Tor, es gibt schon viele Spieler, die werden weiche Beine bekommen in so einer Situation. Ja. Und dieses Gefühl hatte ich. Und das hätten wir noch vor, ich habe es ja gesagt in einem anderen Video, haben wir lange Zeit gehabt, die letzten Jahre. Ja? Mit dieser Stimmung, mit dieser dann auch immer wieder Ausrede, so, ja, wir spielen alle 3 Tage, kleiner Kader, Blasels, weil man sich dann auch wieder teilweise gegenseitig zerfleischt hätte in der Mannschaft. Ja? Das ist aktuell nicht. So, jeder ist für jeden da, jeder beißt, jeder macht. Und ja, so ein Conny Leimer hat es natürlich dann eingeleitet mit dieser Aktion, da einfach sich ein Herz genommen und ja. Nicht und deswegen habe ich dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, okay, wenn wir wieder unser Spiel machen, dann können wir, weil Mann gegen Mann war eigentlich sehr mutig, aber man kann auch seine Momente erst spielen, wenn man einfach die Fokus behält. Es passiert nicht in 3, 4, 5, 6 Pässe, aber ganz schnell aus dem Nix. Aber dann musst du da sein und dann haben wir das haben wir in der zweiten Halbzeit richtig gemacht. Jürgen Kemper für den Express. Lukas, du hast Ragnar Ache als Zielspieler angesprochen. Wie hast du ihn heute gesehen und ist er auch ein Thema für den HSV am Sonntag? Sonntag. Bis dahin passiert echt noch viel, aber klar, er hat ein gutes Spiel gemacht. Aber das Spiel war auch extrem auf ihn zugeschnitten und gegen den HSV würde ich sagen, dass wir das nicht 1:1 so machen können, wenn wir das auf Dauer so machen. Ja, der Gegner wird uns dann auch gar nicht so anlaufen, wie der FC Bayern das eben auch macht. Und deswegen gilt es da einfach wieder neue Lösungen zu finden. Aber er hat einfach auf sich aufmerksam gemacht. Er hat ein Tor erzielt und was mich am allermeisten freut, nicht nur bei ihm, sondern wirklich Joel Schmid, der noch vor 4, 5, 6 Wochen mit Krämpfen nach 60 Minuten dann da lag. Lundi, den ich immer wieder auswechseln musste, weil er noch nicht ganz da gewesen ist. Und Reggie, der gar nicht in der Lage war, einfach 90 Minuten zu spielen. Und das sind jetzt 3 Jungs, die wir einfach mehr haben, die 90 Minuten Bundesliga-Fußball auf höchstem Niveau agieren können. Sie kommen einfach aus unteren oder ausländischen Ligen, die etwas kleiner sind und dann ist es normal in der Entwicklung, aber wir sind happy, dass sie jetzt dann da sind und er stellt eine Option dar, aber nagelt mich bitte nicht fest. Tim Decker für den Kicker. Lukas, ihr habt jetzt 2 Spiele euch relativ gut verkauft, kann man sagen, auch gegen Dortmund jetzt auch lange Zeit und trotzdem verloren. Ist die Mannschaft so gefestigt aus deiner Sicht, dass sie das locker wegstecken und einordnen kann, dass man einfach sagt, man macht weiter? Oder ist da schon natürlich auch nach dem Ausfall von Timo vielleicht ein bisschen was hängen geblieben? Oder? Wilde Frage. Also ich weiß nicht, klar, Köln ist ein großer Name, Tradition, Blasels. Ja, das ist ein Aufsteiger. So. Ich meine, wenn du dann bei Dortmund 1:0 was in der Nachspielzeit verlierst, und dann gegen den FC Bayern heute so eine erste Halbzeit zeigst und dann natürlich am Ende klar verlierst. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas hängen bleibt und man jetzt sagt, jetzt sind wir bei irgendeinem Negativstrudel. Also ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wie stellt sich das jetzt dar? Ich meine, die Gegner sind jetzt ja auch nicht irgendwelche. Genau, also bei allem Respekt, wer von mehr ausgegangen ist in Dortmund und daheim gegen die Bayern, bei dem läuft auch nicht alles richtig in der Birne. Ich mag ihn. Ja, ich mag ihn. Sehr sympathisch. Wir hätten es gerne mitgenommen, um Gottes Willen. Und höchstwahrscheinlich hätten wir in Dortmund, wenn wir zu 11 zu Ende hätten spielen können, irgendwie einen Punkt ergaunert. Aber ich fand unser Auftreten heute mutiger als in Dortmund. In Dortmund haben wir sehr schnell dann, sagen wir mal, ein tiefes Verteidigen an den Tag gelegt, wenn wir heute dann schon auch gezeigt haben, dass es auch anders geht. Und das ist für uns
ein ganz wichtiger Faktor, dass wir sehen, okay, es geht mit ganz hohem Anlaufen auch mal den Mut zu haben, Mann gegen Mann das zu tun und andererseits aber eben auch das Tor leidenschaftlich zu verteidigen. Und es passiert, dass du gegen die besten Mannschaften, alle 4 Niederlagen jetzt in dieser Saison inklusive Pokal, sind einfach gegen Mannschaften, mit denen wir uns noch nicht messen können. Aber die Bayern kommen ja im Januar und wir versuchen es da ein bisschen näher dran zu sein. Marc Merten für den Geistblock. Guten Abend, Lukas. Du hast gerade das Mann-gegen-Mann-Verteidigen angesprochen. Ist das was gegen so eine Mannschaft dann situativ mal nötig ist? Oder ist das etwas, was ihr auch für die Zukunft, für die nächsten Wochen mal mitnimmt? Und gerade, was macht es für dich so attraktiv, dass deine Mannschaft dann auch mit auf den Weg zu geben? Nein, es war einfach so, dass klar war, wenn du die Bayern nicht im Mann-Mann anläufst, dann verteidigst du deine eigene Hälfte, dein eigenes Tor und über 90 Minuten ist es nicht möglich, die Null zu halten. Es ist unmöglich und gleichzeitig hast du aber gar keine Torabschlussaktion. Der Weg ist zu weit und wir haben ein Heimspiel, wir haben hier 50.000 Menschen. Ich habe immer gesagt, wir sind in einer Unterhaltungsbranche und ich kann nicht daheim gegen den FC Bayern den Bus parken und sagen, wir machen... Geiler Typ, Alter. Ich fühle das so, was er sagt, ey. Da sollten sich so viele andere Mannschaften mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Die Menschen damit glücklich, das ist Quatsch, aber es birgt einfach die Gefahr, wie Vince gesagt hat, dass sobald du eben überspielt bist und mal ein Duell verlierst, dass der Gegner auch auf deine Kette zuläuft, wie beim 1-1, wie beim 2-1, obwohl wir dann immer noch mit 5 oder 6 Mann hinterm Ball waren. Also es war schon auch möglich, das noch wegzuverteidigen, da waren schon auch noch individualtaktische Defizite dabei. Und für ein Mann-Mann, und das macht halt der FC Bayern, das macht Paris, musst du 90 Minuten kacheln können. So weit sind wir noch nicht. Ich habe noch keine 15 Jungs, die 90 Minuten kacheln können. Ist überhaupt nicht schlimm, aber wir werden es situativ immer mal wieder anwenden und das ist ein gutes Gefühl. Dann gerne die letzten 3 Fragen. Lars Werner, Jim Decker und Philipp Seldorf. Lukas, geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie die Frage vom Kollegen gerade. Die Tore vom 1-1 vom Hurricane und 2-1 vom Hurricane, schon sagenhaft, wie er sich da behauptet und durchsetzt, würdest du einfach sagen, das ist einfach... Das Tor von Harry Kane, das habe ich im Video gar nicht gesagt, Alter, das ist... Ey, ich weiß nicht, wie viele andere Spieler den so machen. Ich weiß es nicht. Also, unglaublich. Wirklich unglaublich, das Ding. Also wirklich krank. Einfach krank, das Ding. Nicht zu verteidigen, weil das halt vielleicht momentan der beste Stürmer der Welt ist, oder wie siehst du es? Das 1-1 hat Diaz gemacht, gell? Ja. Deswegen war ich auch kurz... Gibt's schon mal den ersten Rüffel. Sehr gut. Ein bisschen verwirrt. Ja, es ist 2-1. Mein Gott, es gibt nicht so viele, die aus der Drehung den Ball mit einem vermeintlich schwachen Fuß in den Giebel da reinhauen. Ja. Sicherlich kannst du diese Aktion... Vor allem, das war ein Ablauf. Da war nicht ein Stotterer drin oder sonst was. Er dreht sich und löffelt den da einfach. Klar, wäre der Zieler der Arm ein bisschen höher gezuckt, dann hätte er vielleicht noch berührt und wäre vielleicht drüber gegangen oder so. Aber du musst den erstmal da aus der Situation so aufs Tor bringen. Also grandios, Alter. Ein bisschen besser klären. Aber naja, ich sitze auch gemütlich auf der Bank und die auf der Tribüne und dann sagt man, wenn der Erik den Ball aus der Gefahrenzone befördert, aber er kommt gerade so mit dem letzten Step dran und kriegt ihn einfach da nicht mehr weg und du rechnest gar nicht damit, dass der aus der Drehung das Ding da so rein befördert. Und das zweite Tor von ihm, also das 3-1, muss man sagen, ein ähnliches Tor haben sie ja gemacht, auch gegen Dortmund. Du weißt genau, dass sie den Torhüter blocken, aber deswegen ist ja ein Eckball auch ein Vorteil. Und wir haben heute auch ein Tor nach dem Eckball erzielt. Du weißt genau, was auf dich zukommt und du kannst es trotzdem nicht verteidigen, weil der Ball von Kimmich halt genau dem auf die Platte serviert wird. Ja, Bob hat er eingenickt, gefühlt aus 12,5 Zentimetern. Aber du kannst als Torhüter nichts machen. Die haben es einfach super gemacht. Und dann muss man einfach sagen, okay, zack, leider akzeptieren und weitermachen. Weiter. Philipp gerne oder Jim, wer von euch beiden loslegen möchte. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Kompanie. Jonas Obig hat
sicherlich unbestreitbar eine sehr gute Torwartleistung geboten. Wird der weiterhin im Pokal im Tor stehen? Und wie haben Sie ihn heute gesehen? Genau, so zuverlässig wie letztes Jahr in Champions League, vierte Finale und gegen Leverkusen noch zweimal. Ja, das war so, dass Manu heute nicht verfügbar war, aber wir haben keine einzige Sekunde gedacht, dass wir jetzt was ändern sollen und dass wir uns jetzt mehr Gedanken machen müssen. Wir haben letzte Saison Jonas vertraut, diese Saison auch. Und natürlich es war das Besondere, ich muss ehrlich sagen, als junger Torwart kommst du hier in Köln wieder an. Also es gab schon das einige Gefahr, aber das hat ihn vom Gefühl her stärker gemacht, nicht mehr nervös. Und ich habe ihm nur eine Sache gesagt vor dem Spiel, das war, es geht heute nicht über dich. Das ist die Wahrheit. Es ging nicht über Jonas heute, es ging über die Mannschaft. Und als Teil von dieser Mannschaft haben wir total Vertrauen in Jonas und mehr war das nicht. Und was er heute gemacht hat, hat er für uns immer wieder gemacht. Aber natürlich, der wird ein bisschen mehr erfahren und dann genießen wir auch von seinen Leistungen wie heute. Ja, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich sehe das genauso wie Winnie. Ja. Die Situation, dahin wieder zurückzukommen und so, das ist schon ein bisschen was Besonderes. Und ja, die erste Parade war halt auch, war schon stark. Ja. Und ansonsten super ruhigen Eindruck. Also du hast ja nicht mal ansatzweise das Gefühl gehabt, dass er irgendwie nervös wäre oder so. Ja, also. Zum Abschluss, Jim. Jim. Dann habe ich auch noch eine Frage an Sie, Herr Kompany. Was macht aus Ihrer Sicht den ersten FC Köln aus und vielleicht auch so stark, dass er eben Ihr Team momentan ja eine Zeit lang so fordern konnte? Und freuen Sie sich auch so auf das Wiedersehen im Januar, wie Ihr Kollege Kwasniok? Ja, aber einfach Mut. Und es war alles auch ein bisschen perfekt in diesem Sinn. Dann regnet es auf einmal und es ist ein richtiges Pokalspiel und die Zweikämpfe und ich glaube, dass ich weiß, was das ist, als Aufsteiger seine erste Saison zu machen. Das darf man nicht unterschätzen auch. Und dann wird es nicht immer total Fußball sein und das gehört einfach dazu. Obwohl ich sagen muss, ich habe das Tor gegen Leipzig gesehen. Wenn ihr ein Tor noch sehen will von Köln, das war absolut unglaublich, wie er das Tor geschafft hat. Aber ich meine, in diese Spiele, lange Ball, zweite Ball, musst du da sein und Spiele aus die Volldruck mal irgendwann rauskommen und dann noch von dieser Situation entweder eine Ecke gewinnen oder sogar zum Schießen kommen. Das haben die immer wieder gefordert von uns und immer wieder gemacht. Und ich habe es letzte Woche auch gesagt, aber ich finde es wichtig, meine Erfahrung als Abstiegstrainer vergesse ich auch nicht. Und das Größte, was du machen kannst, wenn du in Spiele spielst gegen Mannschaften, die mehr Qualität haben, und das haben wir, das ist, dass die Mannschaft voll glaubt vor das Spiel, dass die gewinnen können. Und das haben die Fans gespürt. Das hat deswegen, auf einen anderen Tag können wir vielleicht noch ein zweites Tor kassieren und dann kann noch was passieren. Und das ist schon sehr viel, wenn man gerade aufsteigt. Und später kann man weiter bauen auf was man noch besser machen kann. Aber das ist schon die Basis und das haben die. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Fragen. Einen schönen Abend unseren Gästen, eine gute Heimreise und bis im Januar. Danke. Hovi Makarovi. Sehr angenehme PK, ja. Natürlich bedingt durch den Gastgebertrainer, der auf jeden Fall eine sehr sympathische Type ist und eine sehr geradeaus Type, sehr ehrliche Type. Sehr sympathisch. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.